Ja, hallo zusammen, schön, dass Sie mir wieder folgen. Jetzt haben wir drüben die Seite, haben wir ja sozusagen erstmal, was die Römer betrifft, erledigt. Greifen wir jetzt mal hier die Seite auf, also die richtige Rheinseite, und gucken mal, was die Römer uns hier gelassen haben. Da haben wir als erstes diese Mauer. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, da ist eine Litfaßsäule. So. Was hat es mit der Mauer auf sich, kann ich Ihnen sagen. Das sind die letzten Mauerreste vom Klüngelus und dem Agrippina Siebad. Kleine Vespa hinter mir, die sollte eigentlich nur einleiten. Wir sind noch immer bei den Römern. Also ist zwar was Italienisches, aber nicht ja nah. Ja, so sieht das im Moment aktuell aus hier am Agrippa. Warum sieht das so aus? Das ist natürlich Nachkriegsbau, was wir hier sehen. Es war das zweite Mal, dass das Agrippa-Bad zerstört worden ist im Zweiten Weltkrieg. Das war 1944 und zwar am 16.03.1944. So, davor ist es schon mal zerstört worden und zwar das ursprüngliche Bad. Und das ist das Bad, was Agrippina und Klüngelus zusammen für sich gebaut hatten, was so lange genutzt wurde. Und zwar war das unter den Franken. Die Franken, das war ein Fräservolk, sag ich jetzt mal. Die hatten was je in Baden, also haben die das Ding gleich hier platt gemacht. Und ja, ich meine, Sie hören es an den Stimmen um mich herum. Das heutige Agrippa-Bad wird natürlich noch stark genutzt. So. Da geht das rein, aber da gehen wir nicht rein, sondern ich erzähle Ihnen jetzt noch mal was hier alles stattgefunden hat, beziehungsweise wie kam denn überhaupt das Wasser hierher? Gute Frage. Drüben auf der Seite hatten wir die Quellen aus dem Bergischen. Was hatten wir hier? Ich glaube, da war irgendwas mit der Eifel. Jetzt wissen Sie auch, warum ich Ihnen hier die Mauerreste gezeigt habe. Das sind die Überbleibsel von ganz früher. Ja, von dem Agrippina. Die war ja inzwischen, nachdem sie dann einige Zeit hier war, richtige Rheinländerin geworden. Und hat dann im Jahre 50 das Oppidum Ubiorum, jetzt wisst ihr, wie Paul damals hieß, ich habe ein bisschen recherchiert, getauft in Colonia Claudia Ara Agrippinensum. So, was war jetzt mit der Eifel? Im Agrippa-Bad können Sie ja jetzt heutzutage schön schwimmen gehen, einen Snack mal eben sich reinziehen oder Sie können in eine Sauna gehen und ein bisschen Wellness machen. Ne? So, aber dazu brauchte man, und dazu braucht man heute, also sowohl damals als heute zu Agrippinas Zeiten, als auch heute brauchte man Wasser. So, heute sorgt die Rheinenergie mit irgendwelchen Wasserleitungen dafür. Damals ja, aber das noch nicht. Da musste Wasser hergeschafft werden. Und jetzt komme ich mal zur Eifel. Und zwar haben die Römer, und das ist jetzt kein Scheiß, aus der Eifel ein Aquädukt gelegt. Und dieses Aquädukt zählt zu den längsten Aquädukten in Europa. Immer noch. So. Da das Ding natürlich nicht irgendwie immer diese Wassermassen lieferte, die man hier brauchte, um das Ding immer voll zu machen, hat man sich was überlegt. Und dabei sind wir jetzt angekommen an dem, was eigentlich im Titel steht. Und zwar dieses Gebäude. Was wir da jetzt im Hintergrund sehen, ist das heutige Hotel im Wasserturm. So, dieser Wasserturm, der heißt natürlich nicht immer als Hotel genutzt worden, sondern der wird erst seit knapp 145 Jahren als Hotel genutzt. Vorher war es sozusagen der Wasserturm, der das Agrippa-Bad und natürlich die Reste von Köln mit Wasser versorgt hat. Weil hier lief das Wasser aus dem Aquädukt, was aus der Eifel kam, an und wurde gehortet. Na gut, jetzt können Sie hier heute in ein paar Restaurants reingehen. Sie können sich Wellness bieten lassen, ähnlich wie drüben im Agrippa-Bad. Sie können sich einen saufen in der Bar, Sie können sonntags schön brunchen. Oder Sie können mal ein schönes Wochenende hier verbringen mit Ihren Liebsten oder Liebsten und sich mal sozusagen den Arsch pudern lassen. Das alles geht hier. Ja, so, aber jetzt wissen Sie überhaupt, warum das Teil hier steht und was das für eine Bewandtnis hatte. Ja, freut mich, dass Sie mir heute wieder gefolgt sind und ja, nehmen Sie sich wieder schlafen.